Fastelavond zusammen! Fastelavond! Die Jugend ist ja frech geworden. Das haben wir haben das ja früher nicht gekannt. Widerworte und so, ne? Furchtbar. Zum Beispiel kommt ein Junge zum Papa und sagt, Papa, kann ich eine Taschenlampe haben? Sagt er, was willst du mit einer Taschenlampe? Och, sagte, wir wollen uns heute Abend mit der Clique treffen im Stadtpark. Bisschen knutschen und so. Sagte, dafür brauchst du keine Taschenlampe. Wir haben früher auch im Dunkeln geknutscht. Ja, seht ihr, so sieht die Mama ja auch aus. Treffen sich zwei Gänse. Sagt die eine Gans für die andere, spiel mir das Lied vom Tod. Sagt die andere Gans, Sankt Martin, Sankt Martin. Was Sie nicht wissen, ich bin von Hauptberuf, bin ich katholischer Diakon. Ja. Und in dem Lied, was ich gemacht habe, ist nun mal in dem Text das ein oder andere Wort, ja, ein bisschen sauisch, ja. Ja, ich sagte, Herr Generalvikar, habe ich gesagt, ich habe ein Lied gemacht für Fastelavond. Ja, sagt er, sing es. Sag ich, kann ich nicht. Sagt er, warum nicht? Ich sag, das ein oder andere Wort. Ein bisschen sauisch. Ja, sagt er, kannst es nicht singen. Ich sag, es ist aber ein schönes Lied. Sagt er, hör mal, bevor du mir mit diesem Scheißlied auf den Wecker gehst, singe es, aber wenn du in dem Text an ein solch unschamhaftes Wort kommst, dann ersetzt du das einfach durch Lala. Ich sage, General Fakir, das is es. Ja, kannst du das jetzt singen, ne? Pass auf. Also, das geht so. Uftata, uftat. Ich traf mal eine Frau und la 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 la. Der Kardinal Meissner ist ja mal zu einem Kölner Friseur gekommen, ne? Volksverbunden, ne? Zu der Kölsche Friseur, ne? Der Süd, der Kardinal. Da sagt der Friseur, ach, das ist aber schön, dass Sie auch mal zu mir kommen, Herr Drewermann. Der Kardinal, hast dich verhört, ne? Der Kardinal setzt sich in der Stuhl, ne? Und fängt er an zu schnicken. Und, Herr Drewermann? Zu Hause alles in Ordnung, Herr Drewermann? Was machen die selbstgestrickten Pullover, Herr Drewermann? Der Kardinal immer. Der Friseur ist fertig, springt der Kardinal auf, brüllt den Friseur an. Ich heiße nicht Drewermann. Seht ihr, das weiß ich doch, Herr Kardinal. Aber dann stehen immer so schön die Haare zu Berge. Kann ich mir so Der Papst, der war ja schon mal in Köln, ja, ist schon lange her, ne? Und da hat der Papst sich damals getraut, zum ersten Mal seinen sehnlichsten Wunsch, ne? Dem Kölner Chauffeur zu offenbaren. Ne? Da hat er gesagt, mein Sohn, es ist mein größter Wunsch, einmal selber am Steuer eines Mercedes zu sitzen. Da sagt der Ihr Vater, das ist doch ja kein Problem. Ich fahre Sie morgen früh um 5 Uhr raus, dann tun wir 2 tauschen. Ne? Ich komme auf die Rückbank und Sie kommen an Steuer. Ihr sagt, ja da, ne? Die 2 getauscht, ne? Der Papst am Steuer, Herr Jiff, jas. Herr drückt auf der Pin, auf der inneren Kanalstraße hat er 140 drauf. Ne? Wie es kommen muss, Polizei. Ne? Das arme Polizistlein lurt in der Ware, ne?
Sagt, Moment, da muss ich erst mal telefonieren. Ruft an, ne? Ich habe ein Auto eingehalten, 140 km. Sagt, warum rufen Sie mich da an? Die Sache ist... Nein, sagt, das muss ein ganz hohes Tier sein. Sagt, Sie wissen, es werden keine unter... Nein, sagt er, es muss ein ganz hohes Tier sein. Ja, wer ist es denn? Sagt, ich weiß es nicht, aber sein Chauffeur ist der Papst. Was ist der Unterschied zwischen mutig, übermütig und dreist? Mutig ist, wenn ein Mann nur mit der Badebutz bekleidet in die Oper geht. Übermütig ist, wenn er die Butz an der Garderobe abhebt. Und dreist ist, wenn die Garderobenfrau sagt, wollen Sie den Knirps nicht auch hier lassen? Chef und Sekretärin im Rausch der Leidenschaft. Nächsten Morgen die große Reue, es war nur ein Fehltritt, oh Gott, komm, sowas vergessen, Fehltritt. Ja, von wegen, 2 Wochen später kommt sie und sagt, Chef, ich bin schwanger. Katastrophe, ach, was soll ich machen, ich möchte meine Ehe retten und so weiter. Die sagt, Chef, richte dich nicht auf, ich habe die Lösung. Ich wollte immer schon nach Amerika auswandern. Das kannst du mir jetzt finanzieren. Außerdem war für mich klar, wenn ich mal Mutter werde, nur alleinerziehend. Also alle Probleme lösen. Oh, sagte, das wäre gut. Ne? Aber hören Sie, wenn du in Amerika das Kind kriegst, dann möchtest du dabei erfahren. Ja, schreib ich in eine Karte. Ne? Nee, sagte, die kann doch meine Frau lesen. Ne? Chef, wir verabreden jetzt ein Losungswort. Oh, sagte, das ist gut. Ne? Pass auf, wir nehmen Sauerkraut. Sauerkraut ist unverfänglich, ne? Wenn ich lese Sauerkraut auf einer Karte, dann weiß ich, alles klar, das Kind ist da und gesund. Gut. 9 Monate später. Kütt die Ehefrau und sagt, hören Sie, Liebchen, du hast eine Karte aus Amerika kriegen. Ja, was steht dann drauf? Er sagt, so eine bescheuerte Karte hast du schon nie gelesen. Da steht drauf, 3 Portionen Sauerkraut, 2-mal mit Würstchen, 1-mal ohne. Düsseldorfer stand mal vorm Himmelstor. Ne? Und dann fragt der Petrus, wo kommen Sie denn her? Sagte, ich komme aus Düsseldorf. Na, er sagte, tut mir leid, könnt ihr hier nicht drin. Ja, da kriegt er die Wut. Ne? Sagt, das ist eine Unverschämtheit. Ich habe mein ganzes Leben lang Kirchensteuer bezahlt. Was meinen Sie, was da ein Geld zusammengekommen ist? Was da ein Geld zusammengekommen ist? Dafür werde ich doch wohl in den Himmel kommen. Sagt, reden Sie sich nicht auf. Ich rede mit dem Chef, Petrus rein. Ne? Gut, wieder, seht ihr, alles in Ordnung. Ich habe mit dem Chef gesprochen. Die Sache hat sie erledigt. Ihr könnt das Geld wieder haben. 2 Frauen auf der Weihnachtsfeier. Fängt schon versaut an. Entschuldigung. Nee, war Quatsch, war albern jetzt, war Quatsch. Nein, es ging hoch her, aber sie waren brav. Ne? Sie kommen dann... Ne, gehen zu Fuß nach Hause. Ne? Auf halber Strecke passiert das, was jede Frau hier im Saal kennt. Ne? Auf halber Strecke fängt die eine an zu wibbeln. Ne? Die andere auch. Ne? Oh, du auch? Ja. Ach, wir haben doch im Lokal gegangen. Ne? Ach, du weißt doch, die langen Schlangen vor dem Klosett. Sie kennen das. Ne? Seht die eine, hast du Klopapier? Ne, du, ach ne, auch nicht. Tempos, ach was eine Not, ne? Sie kommen an einem Friedhof vorbei. Sie huschen auf den Friedhof. Gehen aber natürlich nicht an die Gräber, sondern in die Ecke, wo diese Abraumhalde der alten vertrockneten Kränze ist. Ne? Dort hocken sie sich still. Oh. Da sagt die eine, jetzt haben wir aber immer noch kein Klopapier. Ach, sagt die andere, ich habe so eine aale Slip vom Woolworth, ne? Der hat nur ein paar Euro gekostet, ich nehm den, ne? Ausgetrocknet, aufgeputzt, fortgeschmissen, alles klar. Sagt die andere, nein, meine Liebe, das kann ich nicht machen, du. Meine hat über 70 Euro gekostet, reinste Seide, ne, das kann ich machen. Aber guck mal hier, die alten Kränze, ne? Och, ich nehme einfach hier so eine alte Kranzschleife, aufgerissen, aufgeputzt, alles klar. Am nächsten Tag treffen sich die 2 Ehemänner. Sagt der eine, hören Sie, unsere Frauen hatten aber eine tolle Weihnachtsfeier, wa? Sagt der, wieso? Ja, sagt der, meine kam im Blecken hinter nach Hause. Sagt der andere, was soll ich denn sagen? Meine hatte eine Schleife in der Unterhose. Da stand drauf, vielen Dank, der Männerchor. Jedoch ein bisschen Spott
Spott und Hohn tut manchmal Not. Der Hauptsache ist, et Hetz ist Jod. Und im Garten des Lebens ist Humor der beste Dung. Das sagt euch eine bergische Jung. Anna! Seien Sie schon doch gestern den Peter getroffen, ne? Der Peter? Ja, kennst du den? Der Kleid? Ja. Die Stinkdrüs? Ja. Den kenn ich, den kenn Stell dir uns für, der geht um mich an und will mir Tags und fällt hin. Ist sie gefallen? Ja, ich bin hingelaufen und der Opiover, da steht der da und konnte ja nichts mehr sehen. Wo der wie blind? Genau so, sag, haben wir den aufs Spital geschleppt, Da ne? wo jo, da wo Und im jo. Spital haben sie dem so ein kleines Döschen gejoffen. Was denn ne Quatsch, ne? Ja, da waren aber zwei so ein Glassplitter drin. Du meinst, es schon 2 Glasohren, ne? Ja, aber damit konnte er wieder die Zeitung lesen. Damit kommt der wieder sehen. Ja, Mit den 2 Glastöpfchen. genau. Kommt der wieder sehen. Konnte er wieder sehen. Und das soll ich glauben? Ja, warum dann nicht? Wenn das stimmt, habe ich auch einen Mann gekannt. Der ist mit dem Kopfchen in der Briefkasten gelaufen. Ja, Nicht der Daumen verloren. Nicht der Doktor den durch die Kuh auszudrehen nicht. ja. Und er gibt da 20 Liter Milch. Ehrlich, das Beweise. Keine Zeuge für. Sag uns, wer hat das da gesehen? Wer das gesehen hat? Ja. Der mit den 2 Glasohren von dir. Sag uns, ich habe ja die Führerschein so rat wieder fort. Oh, der war schon öfters weg. Da war er weg, dann wieder kriegen. Da war er weg. Ja, und? Nein, wieder kriegen. Aber jetzt ist er für immer weg. Gott sei Dank, immer das hin und her, da war ja... War ja schon kriminell, war das, ne? Wieso war das dann kriminell? Das war schon gut verdächtig. Warum dann? Ja, was meinst du, wie oft ich morgens im Auto gesessen habe und haben gedacht, hast du jetzt einen Führerschein oder hast du keinen, ne? Ja. Naja, hat aber was Gutes an sich, ne? Warum? Ich bin am Führen. Wo bist du am Führen? In Flensburg, du ey. 130 Punkte, das ist Zeug. 130 Aber nicht zu schwer, du, ehrlich. 130 Punkte. Ja, schau jetzt mehr Punkte wie der FC Köln, weißt du das? Ja. Ich bin gut. Ja. 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 Sag uns, weswegen hast du dann die Punkte gekriegt? Wegen einem Geisterfahrer haben sie mir doch den Führerschein abgenommen. Wegen einem Geisterfahrer? Wegen einem Geisterfahrer, so ein wie du, der fuhr und fuhr und fuhr. Ja, was hast du da mit dem Geisterfahrer zu tun? Nix. Absolut nix. Und wegen dem Geisterfahrer haben sie dir den Führerschein abgenommen? Ja, wegen dem Geld kannst du mir den Führerschein abgenommen, ja. Ja, warum dann? Ja, der fuhr auf der Autobahn. Ja. Der fuhr so langsam. Ja. Dann hab ich den überholt und das darf... Du ey. So, hör uns, und das Ei, das verbete ich mir jetzt. Für dich bin ich jetzt der Herr Zimmermann und geh Eimi. Ist dir das jetzt klar? Nimm mir ein. Nee. Zimmermann. Ja. Geh Eimi. Zimmermann. Ich bin dran der Futze. Zimmermann. Zimmermann, für das Ei. Herr Zimmermann, früheres Ei. Darf ich noch einmal Ei sagen, ja? Nee. 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 Nimm mir Ei. Nee. Stimm mir aus dem Paddelboot mit, ja? Nee. Nimm mich. Nee, ich will es nicht. Okay, einmal mich. Nee, ja, kein Mami. Nee. Zimmermann. Ja, Ei darf ich ja nicht mehr sagen. Zimmermann, das Frühere. Zimmermann im Taschenformat.
Der ist ja so berühmt. Ach, mein Gott, was ist der berühmt? Ich war gestern in der Eifel, in der Gastwirtschaft. Da habe ich mal einmal Zimmermann bestellt. Ja, und hast du dann da drauf jetzt gekriegt? Ja, 2 Spiegeleier. Ich will dir uns jetzt sagen, mich hätte aber gestern Abend noch ein Mädchen eingeladen zu einer Tasse Kaffee, die aber nicht. Eine ganze Tasse? Was hat sie denn gesagt? Kommen Sie rein, der Zimmermann, kommen Sie rein. Zimmermann? Nee, das hat für mich gesagt, ihr Mann wird da. Oh, das war ja Spiel ohne Grenzen. Ja, der Land wird mit. Für mich jange die Köcherin, da der steht Küche? Ja, da steht eine Korf mit Wäsch. Mit Wäsch? Ja, da schnappst du doch ein Bügel, und dann fängst du schnell an zu bügeln. Und ich schon eine Menge Mannerin und kann dem sagen, der Bügelmann ist da. Und ich habe ein das für 2 Stunden gebügelt. Für 2 Stunden gebügelt? Ja. Für eine Tasse Kaffee? Ja. Hätte sie bei Chibo billig haben können. Zimmermann. Ach nein. Ist der gelbe klar? Für eine Tasse Kaffee hat er 2 Stunden gebügelt. Ist ein Patriot? Der muss einen Hammer haben. Excuse mir, Zimmermann. Hör mal, Bügelmann. Da war nicht zufällig so eine kleine Blonde aus der Gaststätte bald zu einsamen Herzen. So, hör uns, da kommt das nämlich her. Sag bloß das Luder, wa? Ja, wieso dann? Ja, der hat uns dran gekriegt. Wieso hat die Frau uns dann dran gekriegt? Ja, ist es denn, du, was du gestern gebügelt hast, hab ich vorgestern gewaschen. Hier ist Leben drin, wa? Bei dir ist Leben drin. Ich war doch in der Kur. Du warst in der Kur. Yes, ich war in Bad Kissingen. Du warst in Bad Kissingen. Ein Wahnsinnsempfangerbahnhof, wie ich da ankam. Mann, oh Mann, oh Mann, was war dann los? 21 Salutschüsse. Du bist jeck. Einmal haben sie mich bald getroffen. Naja, die müssen mich verwechselt haben mit dem Ei wahrscheinlich. Wieso das dann? Auf jeden Fall kann ich dir eins sagen, in Bad Kissingen hätte ich Frauen haben können. Ja? Wenn die mitgemacht hätten, ne? Ah. Ich habe alles durchgemacht. Alles? Alles. Ich hatte morgens Fango, abends Tango. Ram, dam, dam, dam. Ey, du Tänzer. Mittags hatte ich Anwendungen. Ja. Abends Zuwendungen. Und das nachts bist du mit dem Kurschatten durch die Gegend gelaufen, wa? Kurschab. Ja. Mein lieber Freund, du bist im Rückstand, du bist stehen geblieben. Meine Herrschaften, früher Zimmermann, heute Standmann. Das heißt doch nicht mehr Kurschatten. Mein Gott. Ja, wie heißt es dann? Kurschatten, sagt er. Das heißt SS. Ja, wieso dann SS? Saisonschmuser. Du hast ja keine Ahnung vom Frauen, du dosentüriger Puppekopf. Ja, wieso habe ich da keine Ahnung? In der Kur musst du die Frauen mit einem Mond vergleichen. Wie mit einem Mond? Die müssen abends aufgehen. Ja, und? Und morgens weg sein, ja. Aber einmal, das vergesse ich in meinem Leben nicht, das muss ich Ihnen erzählen, das war mir so peinlich. Da musste ich mich nackend ausziehen. Und dann der Neid in der Bude. Ja, hört aber ganz normal. Kannst du aus der Kur nicht wieder gekommen sein? Na, ganz gesund darfst du nicht nach Hause fahren, sonst kommst du in 2 Jahren ja nicht mehr dahin. Wenn hier eine bekloppt ist, ist erst nämlich. Wieso der das? Der ist so verrückt, der zieht sich im Sommer die Schlittschuhe an, wenn er sich ein Eis kaufen geht. Jetzt haben wir der Eierschaden und meint, das wäre eh gut. Der ist so geizig, der will dich bis hierhin beerdigen lassen, wenn er stirbt, damit er die Grabpflege selber machen kann. So geizig ist der hat noch nie Urlaub gemacht. Oh, der sitzt auf seinem Geld wie ein Huhn auf der Eier. Ich meine, ist für ihn keine große Umstellung. Ne? Erzähl doch nichts, ich hab wohl Urlaub gemacht. 3 Wochen in Altenberg, im Märchenwald, wa? Nee, ich war mit meiner Familie in der DDR. Du warst in der DDR? Oh ja. Zimmermann in der DDR. Dass ich das noch erleben darf. Hast du deine Eier stempeln lassen? Ja,
eigentlich, dass in der DDR die Mauer eine halbe Meter höher gezogen wird? Wieso das dann? Der Honecker hat seinen Bausparvertrag ausgezahlt gekriegt. Jetzt anderes. Ich bin doch vergangene Woche mit meiner Frau durch die Stadt gegangen, ne? Das ist gut, alte Leute brauchen Auslauf, ja? Ja, aber was ich dir sagen wollte, das ist immer so die Hochstraße lang geschlendert und da gibt da so Mietergeschäft. Weißt du, da gibt es Damenmieter. Weißt du, was ich meine? Natürlich. Ja, und da waren noch Straps. Kennst du Straps? Erst Schnaps, dann Straps. In allen Variationen. Bunte, blaue und rosa und mit Blümchen drauf. Ja, und Schmetterlinge drauf. Richtig, richtig. Und die Sicherheitsjochten so runterhängen hier vorne. Aber ganz moderne, du. Ja, lass die Finger davon, Junge, mehr sag ich da nicht. Ja, wieso lass die Finger davon? Die sind unmodern. Ja, wieso sind die dann unmodern? Ich bin dieser Tag auf einer Party gewesen. Ja, ich war der Einzige, der angehabt hat. Es ist nicht angekommen, da schwört dir. Aber jetzt will ich uns jetzt sagen, ich habe nicht vergangene Woche in der Stadt gesehen, da habe ich gedacht, mein Gott, wie sieht der aus, der hätte ja Sackkleider an. Das war kein Sackkleid, mein Freund. Was war das dann? Das war ein Anzug, den habe ich gekauft. Den habe ich mal auch gekauft. Der ist gut, den habe ich beim Kriesel am Opernhaus gekauft. Der sitzt, aber der war ja total verfaltet. Den habe ich beim Kloy und Adenauer gekauft. Wo hat sie den gekauft? Beim Kloy und Adenauer. Wer ist das dann? C&A, ja. Aha. Der war so voller Falten, mein lieber Freund, der muss mal operiert werden, ehrlich. Wieso? Den habe ich reklamiert. Habe ich gesagt, schauen Sie sich diese Falten an. Da sagt der Verkäufer, wenn Sie einen Arm anheben, sind die Falten alle weg. Wo sind die alle weg? Und den Arm nach hinten, das Bein nach da und das nach da. Ja, und dann? Da sind alle Falten weg. Ja, und so bin ich über die Straße gegangen, so. Mein Gott, was hat die Lügner gesagt, wie die so rum haben laufen gesehen? Das muss ja furchtbar sein. Die Leute haben gesagt, der arme Teufel, mit Jutta Schneider hat er. Ja. Ich habe meiner Frau auf dem Trödelmarkt einen echten Rembrandt gekauft. Oh. Du hast am Trödelmarkt einen Rembrandt? Oh ja. Ein richtiger Rembrandt? Einen echten Rembrandt. Ja, da. Wo kommt der her? Aus Paris. Paris! Oh, Frankreich. Paris bei Frankreich, ja. War der teuer? Der klar ist so eine Rembrandt-Tür. Der kostet ja 20.000 Mark. Oh, der muss aber alt sein. Der Rembrandt, 20.000 Mark, ist Paris bei Frankreich. Kauft er seine Alten. Ist der bekloppt. 20 Mille für einen Rembrandt, müsst ihr euch mal vorstellen. Alles Paris bei Frankreich. Hey, Schlücker, du weißt ja, was der Rembrandt ist. Ich weiß nicht, was ein Rembrandt... Ne, das weißt du doch nicht. Eine baubuse Frechheit. Ein Rembrandt ist und bleibt ein Rembrandt. Richtig. Hast du eine Garage dafür? Lass mal in der Rocke, ja? Ja, der gibt ja 4 für. A 1, a 2, 11, 11. Hey! Im Stadion, da knubbelten sich die Menschen, da war ja los. Da wurde sich gekloppt, am Boden gewälzt, et Lachen war in der Jas. Wir liefen dahin und wir wollten nicht Sinn und wir grätsen dann da für die Bier. Ob einmal geschreit, da kommen noch 2 und dann das waren wir. La 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 la. Ach, Not. Was ist das dann? Der Takt. Ja, glücklich ist, wer vergisst, wo das Geld geblieben ist. In der Jugend glaubt man, dass Geld alles ist. Im Alter weiß man nicht. Wenn Sie bei uns durch den Wald gehen, bitte stören Sie nicht die Natur. Nicht jedes Rascheln und Quieken ist ein Wildschwein. Vielleicht sind es nur 2 junge Menschen, die noch bei ihren Eltern wohnen. Ja, dann die Mädchen bei uns im Dorf, die heiraten heute auch schon alle sehr früh. Und dann warten sie, bis das der Richtige kommt. Es gibt ja auf dem Land zweierlei Frauen. Solche, die sich vorher trauen und solche, die sich vorher trauen lassen.
Ja, der Bauer sagt, mein zukünftiger Schwiegersohn braucht nicht reich zu sein, das ist meine Tochter. Er braucht auch nicht schön zu sein, das ist er auch. Nur anständig muss er sein. Er kommt jetzt von der Yacht nach Hause und erwischt seine Frau mit seinem besten Freund. Er nimmt sein Gewehr und erschießt den. Na, sagt die Frau, wenn du so weitermachst, hast du bald keine Freunde mehr. Wenn heute ein Kind seinem Vater ähnelt, sind das Erbanlagen. Sieht es dem Nachbar ähnlich, sind es Umwelteinflüsse. Sitzt ein Hahn auf einer Krähe, war kein Huhn in seiner Nähe. Nee, unser Dorfwart, das ist eine Kanone. Der hat ja jetzt rausgefunden, dass Hühner auch in eurem Kopf vorkommen können. Hauptsächlich bei Hühnern. Nee, die haben auch den faulsten Hahn im ganzen Dorf. Immer wenn der Nachbarhahn aus vollem Hals kräht, nickt er nur zustimmend mit dem Kopf. Ja, und jetzt behauptet er noch, er könnte das Alter der Hühner an den Zähnen feststellen. Sagt, du Spinner, Höhner, Hunterjagd in Zeng, ne, seht aber ich. Ich sag, was machst du für ein Gesicht wie 10 Tage Regenwetter? Er sagte, weißt du, ich hab so Ärger mit meiner neuen Kuh. Die frisst wie verrückt, die säuft wie verrückt, gibt keine Milch und wenn sie zum Bullen muss, stellt sich mit dem Rücken zur Wand. Ich sag, woher ist das dir denn her? Ihr seid aus dem Bergischen Land. Ich sag, kenn ich es mit Frau auch her. Ja, der kauft heute ein Schwein für 100 Mark, verkauft es morgen für 400 und von den 3% muss der leben. Nee, man kann oft ja nicht so dumm denken, wie es kommt. Der hat jetzt von einem Kollegen eine tragende Kuh gekauft und mit dem Scheck bezahlt. Später stellte sie raus, dass beide nicht gedeckt waren. Ja, jetzt züchtet der nur noch Kälber, damit kann man ein Schweinegeld verdienen. Ich war jetzt mal bei ihm im Stall, es dauert denn immer so lange, bis so eine Kuh gekalbt hat. Das hätte normalerweise nicht, aber solange wie du hinter der Kuh stehst, glaubt diese hätte schon gekalbt. Der steht nur noch auf moderne Unterhaltungselektronik. Schon wenn er morgens früh im Stall kommt, ruft er Hi-Fi. Jetzt seine Frau beobachtet, wie sie frisch gemolkene Milch der Kuh wieder zu trinken jagen. Sagt, du bist du verrückt, was soll das? Ne, setzt die Milch mir ein bisschen dünn, da wollte sie noch mal durchlaufen lassen. Um das Loch in der Rentenkasse zu stopfen, hat man jetzt neue Verkehrsregeln eingeführt. Rentner ab 60 dürfen bei Rot über der Ampel. Mit 70 müssen sie es. Ich sag, Kopf hoch, Junge, geht aufwärts. Mir juckt die linke Hand, ich glaube, es gibt mehr Rente. Seht der Blödsinn, mir juckt dahinter und ich glaube, die bescheißen uns wieder. Er war jetzt bei seinem Urologen, der hat ihn gefragt, brennt's denn beim Wasserlassen? Hat die Antwort, weiß ich nicht, angezündet hab ich noch nicht. Die Krankenkassen zahlen keinen Zahnersatz mehr. Diejenigen, die einen benötigen, bekommen einen Pürierstab. Unsere älteste Dorfbewohnerin hat hierzu ja eine Anzeige aufgegeben. Bäuerin mit Untergebiss sucht Bauer mit Obergebiss, zwecks Einnahme gemeinsamer Mahlzeiten. Doch wenn bei uns im Dorf der Chor der Landfrauen singt und die Kuh im Stall ihr Euter schwingt und wenn dann noch kräht der Hahn auf dem Mist, dann weißt du, dass du im Bergischen bist.